Salut Bruder. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin immer noch auf meiner Veloreise, aber ich nähere mich langsam jetzt zum Ende zu. Das heisst, ich fange jetzt den letzten Abschnitt an, und zwar geht es noch von Göteborg bis nach Oslo und dort ist dann finito. Es ist wieder mal einer von diesen unglaublich heißen Tagen. Und zwar ist es unglaubliche 32 Grad. Man ist einfach nur noch am Schwitzen und am Leiden. Man muss einfach beißen, dass man hier überhaupt mal fahren. Und da ist natürlich immer wichtig, dass man eine gewisse Motivation hat. Und wenn man zurückdenkt, dass ich jetzt schon über einen Monat am Velofahren bin und schon fast 2000 Kilometer zurückgelegt habe, muss man schon alles für verschiedene Städte sehen, ist das echt krass und motivierend. Aber diese Tage hier in der brennenden Sonne rumzufahren, sind sicher eher die schwierigen Tage. Hui, so, ich habe meine ersten 40 Kilometer zurückgelegt. Die letzten 20 Kilometer waren gefühlt etwa nur im Wald. Das ist recht geil, muss ich sagen. Aber ja, eigentlich habe ich jetzt Hunger, ehrlich gesagt. Und es ist einfach kein Restaurant rum. Man muss irgendwie immer 20 Kilometer fahren für zum nächsten Restaurant. Und das ist bitter. Aber so ist es halt nun mal. Dafür haben wir hier eine schöne Landschaft. Liebe Leute, es war ein sehr, sehr anstrengender Tag heute. Viel gelaufen, sehr heiß, viel geschwitzt, ein bisschen gelitten. Aber jetzt hier auch im Camping angekommen. Froh kann ich ein paar Stunden schlafen und genieße hier noch den Sonnenuntergang. Und einfach nur für diesen Vibe hat sich das Ganze gelohnt. Also wie ihr gesehen habt, es ist etwas vor der 4. Und jetzt zeige ich jetzt mal, wie es hier außerhalb des Zeltes aussieht. Also wie glaube klar zu erkennen ist, es ist einfach fucking hell. Eigentlich schon fast wie am Tag. Und das ist so etwa eigentlich die ganze Nacht durch. Ja, es ist der nächste Morgen. Und wie man hier sieht, ist eigentlich wieder mal richtig Perlenwetter. Es ist auch schon bereits wieder sehr, sehr warm. Heute geht es vom Festland auf die Inseln von Schweden. Das heisst, hier im Hintergrund sieht man es vielleicht ein bisschen. Es sind 2 Brücken, die muss man nehmen, damit man auf die Insel kommt. Und heute werden ca. wieder 70 km zurückgelegt. Und wo ich genau schlafe, weiss ich heute noch nicht. In letzter Zeit ist es immer mehr Freestyle geworden. Hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Der Vorteil ist sicher, du kannst so viel fahren wie du machst und dann einfach noch immer hergehen. Der Nachteil ist, wenn du nicht mehr machst und es nichts hat, ja, dann musst du weiterfahren. Ja, auch heute ist es wieder ein sehr heißer Tag, wieder 30 Grad. Also der Sommer ist eindeutig hier in Schweden angekommen. Und es ist schon nice, einfach alle Leute, die hier wohnen, einfach so ihre kleinen eigenen Bötchen. Also immer aufs Meer rausfahren, ein bisschen baden, ein bisschen chillen. Das ist schon ein Vibe hier zu wohnen. Ja, liebe Leute, bei jedem oben bin ich wieder auf der Suche nach einem Schlafplatz. Heute habe ich vor, wieder im Zelt zu pennen, wo echt das Wetter richtig nice ist und die Nächte immer richtig warm. In Schweden kann man ja auch wild campen. Das ist so ein All-Man-Ride, das heisst, jeder kann das machen für eine Nacht, solange er den Platz sauber verlässt. Und hier im Hintergrund habe ich jetzt so einen Park gefunden, der viel Rasen hat. Das könnte noch ein potenzieller Zeltplatz werden. So wie es aussieht, wird in diesem Fall auch heute das Meer meine Dusche sein. Nach wie vor die beste Dusche. Ja. Dann hat es sogar noch das Sprungbrett. You want to say something cool before you jump? No. Ich muss aus meinem Zelt flüchten. Shit, Mann. Es ist viel zu warm.
ist etwa gefühlte 30 Grad in meinem Zelt momentan. Und das ist noch nicht einmal 8 Uhr. Wow. Shit. Aber ja, auch in der Nacht auf dem Parkplatz, auf dem Park meine ich, überlebt. Wie ja bereits erwähnt, bin ich momentan auf den Inseln unterwegs. Deswegen muss ich jetzt in den nächsten 60 Kilometer 3-mal die Fähre nehmen. Und ja, die erste, die ich nehmen muss, die kommt jetzt auch schon bereits. Wir sind bereits auf der zweiten Fähre. Das glaube ich gar nicht, aber es ist so heiß. Ey. Der Mann, da geht es gleich rüber. Ey. Ich bin gerade an meinem nächsten Ort angekommen, wo ich heute schlafen werde. Und es ist wieder mal ein sehr, sehr gemütliches kleines Dörfli, das direkt am Meer liegt. Und ich liebe einfach immer den Vibe, wo wenn du ans Meer kommst. Aber jetzt muss ich wie gestern wieder einen Schlafplatz suchen, wo eigentlich vor wild zu campen wieder. Das heisst einfach irgendwann. Und ja, mal schauen, wo es die Toilette und Dusche nachher hat. Ja, ich stelle noch kurz hier meinen Zeltplatz vor von heute oben. Wir sehen ihn hier schon im Hintergrund. Es ist eine unfassbare Grasfläche, aber natürlich nicht zu vergessen, wie die View von hier aus ist. Also momentan ist sie unglaublich nice. Jetzt zeige ich das Ganze jetzt mal. Der unglaubliche Sonnenuntergang und morgen wird es genau das gleiche Spiel sein. Da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder stinken morgen schon nach Bier. Chapo 1 für 2, ich trinke Bier. Ich habe gerade random so ein Oldtimer-Treffen getroffen, was alles richtig alte Cars hat und sie richtig schön weggemacht. Die sehen übelst geil aus. Oh, das ist voll.